Jenny, erster Secondhand-Store, einfach 4 Sachen gefunden, die perfekt passen. What the fuck? Ist mir noch nie passiert. Hey zusammen und herzlich willkommen zu der 44. Folge Fiasko Famoso. Mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und in dieser Folge reden wir über die Sexshow in Amsti. Ja, für Jenny, wir haben ein Geschenk bekommen von einem Hörer. So haben wir das schon mal? Ich weiss gar nicht. Weiss gar nicht, das Geschenk. Wenn wir, Für jetzt unsere schon mal, also wenn wir jetzt schon mal ein Geschenk bekommen von einem Dann Hörer, stimmt. dann wäre es schlecht. Ja, aber soll ich schon den Hintergrund Ja, vielleicht ein erklären? Also, ich kenne den Hörer nicht direkt, aber Ich auch er ist nicht. ein Kollege von einer Kollegin. Und Ein Arbeitskollege, oder? genau. Oder, ja. Und er hört den Podcast schon öfter oder länger. Auf jeden Fall hat er gefunden, also er checkt, dass wir eigentlich kein Brot gerade oder sehr wenig Bröter mit dem verdienen. Ja. Und hat uns etwas zurückgeben. So herzig. Mega. Und das Herzige ist nachher auch noch dran, er hat halt mit meiner Kollegin besprochen. Also er hat Was er uns könnte Retour geben. Genau. Also, so herzig. er hat glaub, selber die Idee gehabt, dass er 2 Bücher uns schenken will, weil eine Kollegin von ihr, kannst du Also eine Kollegin sagen? von ihm, oder? Eine Kollegin von ihm ist Autorin, sie heisst, kannst du Ursina Donatsch. Genau. Sie ist glaube Psychologin, Paartherapeutin und Sexologin. Dr. Ursina Donatsch, ehemals Paartherapeutin, Psychotherapeutin, Sexologin. Genau. Ja. Und er hat dann wie mit meiner Kollegin glaub, besprochen, so welches Buch für wer von uns jeweils Geeignet passend ist. ist. So genau. Und Jenny, wie heisst dein Buch? Mein Buch heisst «Wie geht Beziehung? 63 Antworten auf Fragen rund um Liebe und Partnerschaft». Und dies? Mein Buch heisst «Verbunden und trotzdem frei. Das Praxishandbuch für offene Beziehungen und Polyamorie». Das finde ich so gut. Wirklich. Du hast das auf Amsti mitgebracht und du so, ich habe ein Geschenk für dich von einem Hörer. Ich so, was? Ja. Von einem Hörer, wie cool ist das? Und also wirklich, ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend, auch schon das Inhaltsverzeichnis. Und eben, das ist ja so lustig, weil du Single bist und ich schon mega lange in einer Beziehung. Das könnte, und sorry, es sieht auch so herzig aus mit diesen Herzchen. Und es sind beide mega neu erst rausgekommen. Dies ist letztes Jahr, genau, meins ist das Jahr. Ja, Also genau. das ist da, ja. Ja, und sogar Ja. mit einer persönlichen Widmung. Musst du Ja, noch vorlesen. Warte. Schau, ich zeige es in die Kamera. Schau, wie herzig das ist. Ein kleiner Podcast-Return für Jenny. Und mit Autogramm von ihr. Ja, und bei mir Sehr auch. süß. Also ein auch kleiner danke vielmals, Podcast-Return für Ursina. Flavia. Ja. Und danke vielmals am Hörer. Shoutout. Big Shoutout. Ja, danke vielmals. das Das hat macht uns uns mega gefreut. Ja, wirklich, weil, ja, also, weißt du, unsere Hörer sind für uns vor allem Zahlen im Dashboard. Ja, Und dann, wenn Leute Nachrichten schreiben oder eben sogar so einen kleinen Return machen, das ist so herzlich. Du bist so, ja, stimmt. Das sind Leute, das sind 2 Paar Ohren, die das Zeug hören, das wir da schnurren. Ja, mega. Das ist schon schön, wenn man das Mega. immer mal wieder so merkt. Darum danke viel mal. Ich werde es auf jeden Dankeschön. Fall lesen und vielleicht ein bisschen berichten, was ich da so spannend finde. Ja. Wir können ja mal eine Bin ich Folge auch machen über unsere gespannt. Learnings aus diesen Büchern. Ja, vielleicht. sehr. Ich habe schon angefangen, ich kann dann dir auch berichten. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber heute haben wir reden über Das, was wir Unser- letztes Mal angekündigt haben am Schluss der Folge. Und genau. zwar, Wir haben ja gesagt, wenn wir schon zu Amsti sind, müssen wir unbedingt mal eine Sexshow schauen, weil das wird, das wird schon an anderen Orten auf der Welt sehr offen gelebt, so Sexkultur. Also da fällt mir jetzt irgendwie gerade so Thailand und so ein. Aber da in Europa eigentlich eher nicht so. Schon ein ist das Hotspot versteckt. Genau, und Amsti ist ein Hotspot und wir haben ja gesagt, wir wollen das mal schauen. genau, kleiner Cliffhanger, weil zuerst macht man Shit und Shine. Genau. Darum, über das reden wir nachher, aber zuerst Shit und Schein von der Woche. Mein Schein von der Woche ist, dass du und der Luca, mein Freund, beide hier zu Amsti zu Besuch sind. Und einfach, es hat so mehrere so wie Situationen gegeben, wo wir irgendwie zu dritten eben am Tisch gehockt sind und irgendwie über Sachen geredet haben. Für mich war allgemein schön, nicht ganz alleine in der Wohnung zu sein, sondern ein bisschen mehr Leben da drin haben und auch Besuch von die und so. Und dann eben, du bist hast du mal wieder Hinschreiben geladen in diesen Ferien und hast... Also mal wieder, ich habe, seit ich aus der Beziehung bin, nie wieder eine Dating-App gehabt. Eben, ja. Und habe schon in der Schweiz die App runtergeladen und den Standort Amsti eingegeben, Ja, dass ich dort das war auch so schon... lustig. Die Flavia fragt mich so, was ist genau deine Adresse? Und dann sage ich ihr meine Adresse auf WhatsApp und dann und nachher, bevor ich noch frage, also ich habe nicht gefragt, warum. Ich habe ja gewusst, du musst irgendwann dann den Weg dann finden.
Und nachher du so, ja weisst, ich kann eben meinen Umkreis auf Hinge ändern. ich habe gedacht, ich habe gemeint, du willst einfach wissen, wie du zu mir kommst. Aber so gut, ja. Auf jeden Fall, ja, es war dann am Abend so die Situation gewesen. Der Luca und ich sind da auf dem Sofa ein bisschen am Kuscheln und am Erzählen gewesen. Dann kommst du heim und nachher gibst du uns deine Hinge-App und bist so, komm, schau dir mal schnell da durch. Wer von denen, mit denen ich gematcht habe, findet ihr sympathisch? Und so, und ich so, ja, bitte, lass mich schauen, ich finde das spannend. Und dann habe ich so das Handy gehabt und bin mit dem Luca durch deine Matches und dann haben er und ich zusammen so deine Matches gejudged und sind so gewesen, was hat der studiert, wie alt ist der, wie gross ist der, ja, finden wir gut, finden wir nicht gut und so. Und ich habe es halt auch spannend gefunden, so, aber im Lukas seine Kommentare zu diesen Typen zu hören, so. Ja. Weil er auch gerade so, ja, die und die Beschreibung, ja, der ist sympathisch. Und dann habe ich gefunden, hey, das fände ich nicht sympathisch. Und er auch so, wir haben beim einen, der hat dir schon geschrieben gehabt, und dann war es wie dein Turn gewesen. Ja. Für mich und den Luca, also ich kann nur für mich reden, aber für mich war es auf jeden Fall spannend gewesen, so eine App auch mal von innen zu sehen. Also weißt so, ich kenne ja all die Icons und so, aber mal von innen die Apps zu sehen und so, du eigentlich so, ich kann nur noch eine Rose vergeben. Ich so, Rose vergeben? Was ist das? Einmal in der Woche, glaube ich. Ist Ich das bin von aber auch nicht so Bachelor? deep drin. Vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich habe einfach so gedacht, so, hey, ich kenne keine einzige Features. Und ich kenne viele App-Features, irgendwie so halt von Insta oder was auch nicht. Aber so die Dating-App-Features habe ich gemerkt, das ist mir so unbekannt. Das war noch spannend. Und dann eben auch hat ein Typ dir geschrieben, nachher war eben dein Turn gewesen. Und nachher habe ich gesagt, darf ich wieder zurückschreiben? So. Und du so, ja, mach und so. Habe ich auf Englisch etwas eingetippt. Und das war eben auch so lustig, so dass ich mich in deine Rolle versetzen konnte. Und ich so, okay, was will ich jetzt dem Typ schreiben, um so ein Date klären? Und einmal hat sie dann auch so stolz am Schauen gesagt, schau mal, das habe ich geschrieben. Ich bin aber schon auch gut. Ja, und nachher, aber er ist eben auch gut. Nachher, also ich so, Luca, was war es? Du hast Riss. Ja, habe ich gesagt. Weil es war, was ist gegangen? Es ist irgendwie gegangen, du hast schon vorher im Chat gesagt, dem Typ, dass du schon jetzt zum zweiten Mal zu Amsti bist. Dann hat er irgendetwas gesagt. Und nachher hat der Luca vorgeschlagen, du sollst zurückschreiben. Kann ich aber über das erste Mal kann ich dir ja heute Abend erzählen. Genau, ja. Und dann ich so, ja, das ist gut. Ich glaube, es war für mich auch sehr lustig, die Dynamik zwischen euch zu sehen. Ja. Also ich konnte auch ein bisschen zuschauen. Und ich glaube, zu einem von der ersten, wo ich schon geschrieben hatte und ein potenzielles Date abgemacht hatte, das war der Stein gewesen. Stein. Alter, das ist so ein bisschen... Typisch holländischer Name. Genau, das bringt mich so ein bisschen zu meinem Shit. Also mein Schein war auch, euch dazu zu schauen. Aber ganz ehrlich, es ist schon... ich hasse den Ausdruck, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich immer ehrlich. Aber ja. Eben viele beklagen sich ja auch bei den Dating-Apps, dass es schon ernüchternd ist. Und eins, was ich jetzt gemerkt habe, das Ernüchternde daran ist, eben, dass man so ghostet wird. Also ich habe mit dem Stein eigentlich... Gematcht und geschrieben. Gematcht, genau. Also Jenny ist an dem Abend an ein Konzert, hat da Pre-Drinks in der Wohnung gemacht und ich bin auch da mit ihren Girls und so und habe mich geschminkt und ready gemacht und er hat ja dort noch geschrieben, so, hey, ja, in einer Stunde bin ich zurück in die Stadt. Also die Idee wäre eigentlich gewesen, dass bevor meine Gruppe und ich in den Ausgang gehen, dass du eigentlich auch schon weg bist. Genau. Einfach... Ja. Also halt auf dem Date, auf genau. Etwas trinken, ja. Und er hat am 7. so geschrieben, ja, er kommt zurück in einer Stunde in die Stadt, bla bla bla. Und nachher hat er 2 Stunden nichts mehr geschrieben, also er hat dann gar nichts mehr geschrieben. Ja, also du hast aber auch nicht mehr, hast du auf die Nachricht nichts geschrieben? Doch, ich habe ja dann geschrieben, er hätte eigentlich gerade so à la Film schauen, bis ich die habe. Und dann haben wir zusammen genau. formuliert, wie du kannst sagen, hey, ob wir nicht zuerst können etwas trinken. Weil ich mich dann wohler fühle und so. Und auf das ist nie mehr etwas gekommen. Und aber ich bin so... Du bist dir einfach Respekt schuldig auf dieser Plattform, finde ich. Also, ja, du kannst auch, ist mir scheißegal, wenn du sagst, hey, no. Sich auf eine Dating-Plattform registrieren ist ja nicht ein Freifahrtschein, um einfach... Oder? Also, ja, zum einfach ich weiß auch nicht. Nur dann zurück... Also, keine Ahnung. Was ist denn das Verhalten, das du dir würdest wünschen? Dass man zurückschreibt, zeitnah zurückschreibt. Ich bin ja wie warm gehalten worden. Aber manchmal schreibt man ja seine eigenen Friends auf WhatsApp ein paar Tage nicht zurück. Dann ist ja hinterher aber wir haben ja etwas aber abmachen, weißt du? Ja. Das war nachher so ein ernüchternd gewesen. Aber ich habe dann
noch mit einem Giuseppe gematcht. Also faktisch, ich bin dann in den Ausgang gegangen, Ja, weil ich Jenny auch die Tickets halt schon hatte, mega lang bevor ja, du und du hast auf auch uns gekommen bist. Und gehen. Also ist aber voll ich meine mehr easy. so, ich wäre nicht in den Ausgang gegangen, hätte ich gewusst, dass du da kommst und Ja, hätte ich Tickets noch nicht gehabt. Egal. Ja, faktisch, wir sind gegangen und du bist dich wieder abschminken. Ja, Also, du hast dich parat gemacht für ein Date, auf das du dann gar nicht gegangen bist. Ich war zuerst wieder hyped, weil der Giuseppe so gesagt hat, ich habe mit dem Giuseppe gematcht. Und Das ist nochmal ein anderer jetzt. Genau, Ja. der hat sympathisch gewirkt. Und nachher so, ich so, ja, wir können uns so nachher auf einen Drink treffen. Er so voll, er so, oh, we have a problem. Ich so, was? Ja, ich wohne nicht in Amsterdam. Ich wohne in Eindhoven, das ist 1,5 Stunden weg. Und ich so, Das ist ganz woanders. ja. Und dann haben wir aber auf den Sonntag ein Date abgemacht. Und dann sind wir auf ein Date etwas trinken. Ja, ist okay gewesen, ist spannend gewesen. Ich war sehr nervös gewesen, mal wieder also Blind Date nennt man ja das, wenn man sich vorher nicht gesehen. Oder ist es ein Blind Date? Weil ich weiss ja, wie er aussieht. Ich glaube, ein Blind Date wäre, wenn du nicht wüsstest, wie er aussieht. Stimmt, macht und dann Sinn. triffst du dich auf ein Date. Es gibt im Fall so Apps. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie die App heisst. Wo man sich nicht sieht. Es gibt so Apps, da kannst du dich beschreiben in einem Text und dann kannst du auch so matchen. Und dann gibt es ausgewählte Lokale, die mitmachen. Also ausgewählte Lokale, jetzt in dieser Stadt Amsterdam wären das vielleicht 5. Und dann die Leute, die dort arbeiten, sind auch instruiert und die wissen an welchem Tag, wie viele Leute von dieser Plattform heute da ein Date haben. Und dann können sie auch sagen, da kann jetzt ein Typ kommen, jetzt Giuseppe kommen, während er hat gesagt, ja, ich habe übrigens, weißt du, zu einem Mitarbeiter, ich habe heute... wie First Dates? Genau, du weißt ja dann auch nicht, Ja. an welchen Tisch du jetzt anlaufen, Ja, du hast die Person noch nie gesehen. Dann sagen die Mitarbeiter, ja, sie ist schon da, sie hockt dort am Tisch 6. Oh Gott. Das ist doch geil. Das Ja, wäre ein aber Blind Date. eben- Würdest du auf so ein Blind Date gehen? Ich glaube, ich würde das schon einmal machen, aber eben, du siehst ja im ersten Moment, ob es Also, ein was Type ich ist oder nicht. von wirklich all meinen Kolleginnen schon 1000-mal gehört habe, ist so, und auch schon im Podcast und überall, dass Leute auf Dates gehen, erste Dates, und schon in der ersten Sekunde sind sie entweder, ja, das könnte laufen. Also nicht im Sexsinn, sondern mehr so, oder du merkst in der ersten Sekunde, sorry, das wird nicht. Ja. Also ich muss mit dir gar nicht aufschwätzen, weil Nein. da ist nichts keine Anziehung. Ja. Ja. Und dann, das ist halt scheiße. Also theoretisch, ja, weiß auch nicht, könntest du dann auch nicht einfach wieder umkehren und gehen? Nein, das kannst du auch nicht machen. Aber so, Ja. aber in dem Fall ist es kein Blind Date gewesen, aber es ist halt ein Date, wo man sich vorher noch nie gekannt hat, Ja, gesehen hat. gesehen hat. In Real Life, aber ist spannend gewesen mal wieder. Aber ich werde jetzt Hinge für die Schweiz wieder löschen. Also ich habe es schon gelöscht, weil jetzt zuerst mal ist es schon auch überfordert. Ja, Und hat es irgendeinen Auslöser gegeben, dafür dass du denkst, ich lasse es mal wieder runter? ja, schon in einer anderen Stadt. Ist irgendwie, Der Nervenkitzel zum ja. mal da auf ein Date Ich hatte das schon in Costa Rica, als ich dort bin reisen mit Tinder. Ja. Aber dort war Tinder auch noch, weil Corona war, ist Tinder wie ein Social Media. ist wie ein Store zum Ausgang gewesen, weil man dann dort Leute gematcht hat und der gewusst hat, dort ist eine Party und so. Aha. Aber Ein Store zum Ausgang? ja. Ja, okay, ja, check. Aber ja, ich habe das Gefühl, ich kenne auch eine Kollegin, die es beim Reisen hatte und nachher in der Schweiz, weißt du, so, wenn man die Leute kennt und dann nicht. Und für das Ausland ist es manchmal noch spannend. Ja, nein, da kennt dich auch keine Sau. Ja, Also, weißt du, mega. Da läuft niemand während dem ersten Date plötzlich an dir vorbei und sagt, Flavia. Ja, hi. ja, genau. Oh. Ja. Also ich weiss nicht, wie oft das in Zürich passiert, aber... Ja. Ja. Oder eben auch so, wenn du dann plötzlich so jemanden auf Hinge siehst, den du kennst und dann bist du so, Ja. Also es kann lustig sein, aber es kann, glaube ich, auch komisch sein. Ja. Stell ich es mir vor. Aber keine Ahnung, vielleicht mache ich es einmal, weil mein Ex habe ich über eine Dating-Plattform Bumble kennengelernt. Also ich bin jetzt nicht komplett dagegen, Ja. aber jetzt zuerst mal Ist wieder gut. wieder eine alte Schule. Jemanden kennenlernen. Ausgehen so. Ja, ist doch gut. Bin ich immer gespannt auf Genau. die Oldschool Kennenlernen-Stories. Ja, aber einen Tag nach dem Date und nach dem Konzert. Sind wir die Sexshow schauen? Genau. Also, wir laufen jetzt gerade durch die Gasse wir nähern uns an der Gasse vom Rotlichtviertel. Und da sind noch so Shops und Cafés und Hotels. Und ich habe dann der Frau gesagt, gell? Also die nächsten Schaufenster, die sind dann nicht mehr so. Ja, ich bin gespannt. Also jetzt sehe ich noch nichts. Nein, bis jetzt ist noch nichts. Ja, also wir berichten weiter. Ich schmecke nur Gras. Ja, das ist normal. Und also
ich kann ganz schnell erzählen, was ich mir erwartet habe über diese, oder was ich für Erwartungen kann von dieser Sexshow, weil du hast mir erzählt, ein Kollege von dir oder von uns, einer, den wir mal im Ausgang kennengelernt haben, mit dem du reisen bist, der sei mal zu Amsterdam gewesen und der sei an einer Live-Sex-Show gewesen und dort hat jemand eine Banane aus einer Vulva gegessen. Mhm. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, also in dem Fall wird das ein Programmpunkt sein, heute Abend. Also ich habe mich wie auf das gefreut, weil das kann man sich ja ganz einfach irgendwie vorstellen. Und dann habe ich gedacht, in dem Fall wird das jetzt heute auf der Bühne passieren. Und ich muss sagen, also Spoiler, das ist nicht passiert. Ja. Also ist okay, ich kann das jetzt nicht... Doch, ich hätte das eigentlich schon noch lustig gefunden. Einfach so, um so zu sehen, oh mein Gott, das ist nicht eine erfundene Story. Leute machen das. Ich glaube, weißt du, wo wäre das gewesen? In der Bananenbar. Aber im Fall auf unserem Ticket ist gestanden Bananenbar. Ja, wir hatten, glaube ich, noch Zutritt zu der Bananenbar. Die war aber nicht dort drin. Das sehen wir dann nicht mehr. Aber ja, okay, ich also nur schnell Eckdaten. Wir sind in der Casa Rosso. Casa Rosso, ja. Casa Rosso gsi, das ist so etwa der Sex-Live-Show-Laden im Rotlicht. So ein bisschen besser ausdrücken, es ist ein Erotiktheater eigentlich. Wird es auch umworben, so ein bisschen so. Ja, voll. Und Euros. Die Tickets waren 65 Euro gewesen, was ich schon viel finde. Und das Konzept ist wie so, es ist nicht ein riesiges Theater, also jetzt nicht wie so ein Kinosaal, ein kleiner Kinosaal, könnte man sich das vorstellen, mit einer kleinen Bühne. Und das Konzept ist, dass wie vom 7 bis am Abend bis um 2 Uhr morgen gibt es verschiedene Artists, die so zwischen 10 und 15 Minuten auf der Bühne sind. Und dann so nach 1,5 Stunden tut es sich wie wiederholen. Also, genau. Du merkst schon so, wie die Leute nach einer gewissen Zeit wieder rauslaufen, weil wahrscheinlich die Person sie am Anfang schon gesehen haben und so. Was ich eigentlich noch cool finde, du kannst einfach irgendwann gehen, kannst nicht online, das ist jetzt keine Werbung, by the way, aber nur zumal, weil ich kann mir nicht darunter vorstellen unter einem Erotiktheater. Also, ist das wie so ein Opernstück, wo du 3 Stunden an einem Akt zuschaust, hätte ja auch können sein. Ja, voll. Also ich bin auch extra oder eben sind das so 10 Minuten kurz Kunstinterpretationen. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Beim Anstehen. Jenny hat es gerade gut gesagt, wir sind hier am Anstehen vor dem Erotiktheater. Erotiktheater, weißt du? Und sie hat gesagt, sie fühlt sich, oder es ist wie bei einer Kinderbahn anstehen. Ja, es sind einfach so viele Leute und ja, und ich habe gerade vorher gesagt, jetzt weiss man, mit wem jetzt wir gerade einen Live-Porno schauen. Sozusagen, ja. Wirklich. Vor uns ein Bären, oder nein, ein Mann, eine Frau, ich weiss es nicht. Ja, das stimmt. Aber so aber es hat schon 80-90% Männer. Ja. Aber I'm not surprised. Ja, meine Eider. Zoll? Also wir haben das Gefühl gehabt, das sagst du in der Memo, wir haben das Gefühl gehabt, also du hast gesagt, wie bei einer Kilbybahn anstehen, weil es sind so Schlangen gewesen und ein Dude ist vorbeigekommen mit einem Zahlgerät und dann haben wir gerade zahlen und er hat uns gerade einen Lolli gegeben, einen Schwanzlolli. Dann hat er gesagt, ja genau. Was hat er gesagt? Also Schwanzlutscher. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Schwanzlolli? Also ja. Ich glaube, aber die Männer haben nichts bekommen. Weiss nicht, doch, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dort habe ich schon gedacht, irgendwie, weiss auch nicht, man müsste das theoretisch, das ganze Rotlichtfeuer und alles, das müsste man theoretisch gar nicht so billig machen. Aber weil halt jeder Laden eben Penis-Lolli-Pops verteilt und irgendwie an jedem Türhenkel noch ein vergoldeter Penis ist und so, ist wie so ein bisschen, ja, hahaha, wir sind alle nicht mehr 16. Also es ist wie so ein bisschen, also ich weiss nicht, ich finde das immer verdammt kitschig und also wenn es jetzt ausgeglichen gewesen wäre, wir haben uns ja dann schon gefragt, also, das männliche Geschlechtsteil ist halt schon hure präsent. Ja, und, es wird mega, also wo eine goldige Vulva, wo ja, aber im Ding hast du dann gemerkt, im Saal innen hat es so Figuren gehabt, dort sind vor allem Frauenkörper gewesen. Wieder. Ja. Weil es einfach ästhetisch schöner ist. Klar, ja. meiner Meinung nach. Ja. Aber nein, meine einzige Erwartung an die Show war einfach, also ich habe gewusst, es gibt Live-Sex auf der Bühne. Ja. Ich habe das mit der Banane erwartet. Ja. Und ich habe Striptease erwartet, weil das ist irgendwie das, was man sich doch so vorstellt. So, ich habe gedacht, okay, da wird es wohl wahrscheinlich eine Nummer 2 geben, wo sich eine Frau auszieht. Genau. Und ich habe keinen Seelenstriptease, sondern einen richtigen Striptease. Ja. Verdammt. Oh Gott, das ist was habe ich noch erwartet? Ich glaube, das mit der Banane, ja, wie ich das gesagt habe, habe ich das schon auch erwartet. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar erwartet, dass einmal mehrere Personen sind zusammen und nicht also nur zwei. Aber das habe ich mir gar nicht überlegt, ja. Ich habe das, glaube ich, kurz mal überlegt. Aber sonst,
Spoiler, ich hätte gedacht, ich sei mehr geschockt. Ich bin nicht so Ja. geschockt gewesen. Ich auch. Weißt du, das hört man eben auch viel. Das habe ich auch erwartet. Etwas mit Ping-Pong-Ball. Ja, so raus... Ja. Also ich Weißt du, das gehört mir also auch viel, das mit dem Ping-Pong. Das gehört mir eben auch noch viel, ja. Dass da Ja. eine plötzlich so eine Ping-Pong-Kanone darstellt. Also, ich bin schon verblüfft. Nein, jetzt erzählen wir Also jetzt zuerst erzählen wir mal- schnell, das ist nur schnell zum Sagen, mit dieser Einstellung, mit diesen Erwartungen sind wir dort hin, Ja. angestanden, reingekommen und dann haben wir uns ein Plätzchen gesucht und dann ist es losgegangen. Genau. Es hat, glaube ich, angefangen mit einer Stripperin. Mit so... Genau, und Ja. ja, also eben, ich Ah, glaub, ist sie Stripperin gewesen? ja, die ist am Schluss Hat sie sich nackt ganz gewesen. ausgezogen? Ja, Ja, Sie hat stimmt. halt Zuerst so in ein- Dessous rot. sie hat so einen wuscheligen Schal gehabt, mit dem sie einmal so Ja, ein bisschen so ein etwas bisschen verdeckt hat. burlesque-mässig. Ja, voll. Ja. Und also, was uns beiden aufgefallen ist, es hat 3-4 Mal Sex gegeben Ja. zwischen Mann und Frau Mhm. und immer Doggy. Ja. Dort Also- habe ich gedacht so, warum ist immer der Mann in der dominanten Pose? Also nicht immer gewesen. Nicht. Einmal war sie oben gewesen. Aber ja, ich bin auch... Was hast du dir eigentlich gedacht? Hast du dir ab und zu so gedacht, weißt, hast du ab und zu so, wir sind ja im Publikum gehockt, hast du manchmal so wie rausgezoomt und dir gedacht, wir hocken gerade in einem vollen Ja, ja, ja. Saal, wo einem Pärchen zuschaut, wie sie bumsen. Ja, Hast du dir ja. das einmal gedacht? Ja. Und wie findest du das? Wie hast du das gefunden? Ich musste lachen. Weil ich habe es lustig gefunden, weil ich gedacht habe, wir sind so verschiedene Leute da rein. Von Pärchen, was- Freundinnengruppe, alte Männer, junge Männer, Männergruppe, Ja, ältere Frauen. ältere auch. Frauen, Also es ist ältere wirklich- Pärchen. ich ha- Wirklich alles. Darum habe ich mich so gefühlt, als wäre ich an der Kilby anstehen. Ja, ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, wir sind da gerade bei den Incels. Ja, Sondern dort in dem Viertel hat es das wahrscheinlich auch gehabt. ja, also Weißt du, die Leute, Männer, die nicht. keinen Sex haben? Aha, Und die dann nicht abstinent leben. Oder sagt man dem so? Nein, wo wie so... Ja, jetzt sind wir wieder in... ja. Nein, ich will nur sagen, ich habe mich nicht gefühlt, als würde ich an einem Ort sein, wo 95% Männer sind. Mhm. Das habe ich auch erwartet. Es Ja. hat schon deutlich mehr Männer gehabt, aber so eben auch Pärchen, auch Friends-Gruppen. Ja, ich weiss, einmal sind wir haben aber manchmal Plätze gewechselt, weil wir sind immer ein bisschen von weiter hinten nach vorne gerutscht, weil nachher, ihr müsst euch vorstellen, eine Szene ist fertig gewesen, also ein Akt, dann ist der Vorhang zu, dann ist so 3 Minuten Pause und dann sind manchmal die Leute draußen rein und wir sind manchmal, am Schluss sind wir in der zweiten Reihe sogar geguckt. Und vielleicht hat es geholfen, dass wir nicht gerade von Anfang an in der ersten Reihe geguckt sind, wo die Leute zusammen Sex hatten, weil das ist schon nahe gewesen. Also die erste Ja. Reihe ist vielleicht Die so erste Reihe ist eine eine Armlänge. Armlänge vom Sex entfernt gewesen. Und die sind manchmal auf so einer der Sex hat immer stattgefunden auf so einer Drehplatte, Ja. wo sich dann so bewegt hat. Und sorry, das ist ganz cringe gewesen. Oh mein Gott. Der Ist Dude- Techno-Musik Ah, nein, gelaufen ja. und dann hat er sie nachher ist der Beat Drop gewesen, und nachher hat er sie zum Beat. Bumst. Ja. Aber es Und dort ist... hat das ganze Publikum gelacht. Ja, ich habe es schon auch recht lustig weil gefunden. es ist einfach so hilarious. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin... das ist mein Lowlight. Was ist dein Lowlight? Dass eben der Sex, also die Sexszenen meistens gleich abgelaufen sind. Erstens, sie sind schon nackt gewesen. Ich hätte es glaube ich noch interessant gefunden, wenn man sich so abgezogen hätte. Und meistens zuerst irgendwie sie blot im Eis, er leckt sie Doggy. Fertig. Also es ist irgendwie... Ja. Und, Aber ja. und ich hätte gerne ein bisschen Varianz in dem gehabt. Wir sind jetzt nicht bis am Morgen um 2 Uhr gewesen, weil die Pärchen haben halt immer wieder Sex gehabt. Das habe ich mir auch gedacht. Und am Schluss haben wir ja kurz die Pärchen schon mal gesehen, die vom Anfang war, und die haben eine andere Stellung gemacht. Sie haben, Das weiss ich nicht mehr. weisst du nicht mehr, dort wo sie die Beine nachher in Ja, Dort genau. haben wir so stimmt. gesagt, das ist etwas Neues. Also, Aber jetzt musst du mal ihren Job vorstellen. ja. Ihr Job ist es, vom 7 Uhr am Abend bis um 2 Uhr am Morgen Backstage zu sein und alle Stunde 10 Minuten auf die Bühne bumsen. Was? Ich habe die 2 Männer habe ich an der Bar oben gesehen. Hocken, die vorher Sex Wo wir hatten. gegangen sind, ja. Ja, und ich frage mich, ob die... wie haben die Schichtwechsel gehabt? Weißt du, Ich vielleicht check's machen nicht. die Bumsen Ja. die haben nur vom 7 Uhr bis um 10 Uhr und vom 10 Uhr bis um 2 Uhr gibt es andere. Ich Das weiß kann auch auch noch sein. Das kann auch noch sein. nicht. Ja. Was? Was verdienen die echt?
keine Ahnung. Und ich habe auch zu dir gesagt, wie kommt man zu so einem Job? Ja, also, das sind machen viele die Fragen, alle, die man nicht machen die alle noch etwas Seriöses am Tag? Oder kommen sie mit dem, weißt, machen die das for a living? Oder? Ja. Das wäre noch interessant. Aber jetzt, wenn wir bei meinem Lowlight sind, was ist dein Lowlight? Und dann können wir zum Highlight kommen. Mein Lowlight? Oder so dein, auch Doggy, das wegen dem Doggy, weiß nicht. Ja, ich habe mich einfach manchmal ein bisschen gefragt, ob das Ganze, also jetzt die Sex-Life-Show, ob das alles, also einfach allgemein habe ich mich gefragt, wie gleichgestellt ist das? Also so, einerseits Darstellungen. Zum Beispiel ist uns ja auch aufgefallen, es hat einen Mann gegeben, der Lapdances gemacht hat für Frauen. Zu dem kommen wir noch. Aber es hat keine Frau gegeben. Und das, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, der Grund dafür ist, dass wenn eine Frau oder eine Stripperin ins Publikum würde gehen, zum auf den Männern auf dem Schoss, ich glaube, das Konzept würde nicht funktionieren, weil sie zu fest angelangt werden oder ungefragt. Oder ich weiß es nicht, das sind jetzt meine Annahmen. Das habe ich mich gefragt und auch so... Aber was ist dein Lowlight? Eben, dass ich mich gefragt habe, wie... Aha, gefragt habe, dein Lowlight ist, dass nach deiner Ansicht nach, dass eben... Oder sagen wir so, zum Beispiel, dass jedes... Es sind so 4 Pärchen, die Live-Sex hatten. Eben, jedes war Doggy und dann habe ich einmal das Gefühl, oder auch überall das mit dem Penis und so, ich frage mich einfach so, ist das Ganze, Erotiktheater, dass man sich Tickets kauft und das schauen, trägt das alles zu dem bei, dass so der Mann noch mehr glorifiziert wird? Das habe ich mich einfach gefragt. Irgendwie habe ich mir das nicht so ganz beantworten. Also das grosse Ganze, sage ich jetzt mal. Und ich finde, man kann auch noch sagen, Lowlight, die Frauen sind definitiv hübscher gewesen. Attraktiver für mich. Weil es hat einmal, also weisst du, der eine Mann, dort habe ich wirklich den Mann nicht anschauen, weil ich ihn gar nicht hot gefunden habe. Ja gut, das ist Geschmackssache. Ja, safe, aber also ich weiß... Nein, sorry, ich habe die Bilder nicht nochmal vor. Weil wir haben nachher gesagt, wir bleiben jetzt nochmal eine Runde, weil so kommen wir nicht raus. Eben, ja, klar ist es Geschmackssache, aber mir ist einfach aufgefallen, ja, die Frauen haben halt auch schöne Dessous angehabt. Das macht auch hure viel aus, finde ich. Und die Männer können wie nicht etwas, finde ich... Hat jemand eine Unterhose überhaupt angehabt? Nein. Frauen doch, der männliche Stripper. Ja, aber jetzt beim Sex haben meistens Frauen etwas angehabt, manchmal. Aber es geht, den machen ja nicht anhaben. Aha, du meinst ja, aber so... weißt du, ich finde das so, halt... Meinst du jetzt so Fetischfummel? Ja, ich finde eben, bei den Frauen habe ich es halt ästhetisch gefunden, dass manchmal noch ein Dessous angehabt haben. Oder eine Strapse. Genau. Und die Männer haben wie nichts angehabt. Und manchmal das sind sie so Blut... Weißt du, was haben sie angehabt? Tattoos. Ja, sehr viele Tattoos. Hey, Tattoo, also wirklich, ist auffällig gewesen, wie viele von denen, wie nennt man die eigentlich? Sex Artists. Ja. Wirklich alle. Männer, Frauen, alle sind sie von Kopf bis Fuß stark. Also nicht alle. Nein, aber sehr stark. Ja, aber wenn einer ist vielleicht nicht von Kopf bis Fuß dafür hat das ganze Wädli schwarz gehabt. Ja. Also so starke Tattoos. Und der eine hat auf dem ganzen Rücken, der hat so einen richtig breiten Rücken gehabt und der ganze Rücken war ein Frauengesicht gewesen. Und dann hat er sein Doggy genommen und wo dann das Bett, das Drehbett, das sich auf der Bühne gedreht hat, hast du es gehört, wie das Publikum so Nein, wo sein Rücken, doch, alle, ja. es ist so ein Raunen durch den Raum, weil wir alle haben so in dem Moment sich das Tattoo angeschaut. Ja. Ja, das war krass gewesen, ja, ist mir aufgefallen. Aber ja, willst du jetzt das nochmal schauen? Wir kommen gerade zu unserem Stripper. Ich glaube schon zum Vergleichen. Ich glaube, ich würde vielleicht auch irgendwann nochmal gehen, aber jetzt nicht ganz bald. Ja. Also auch, weil es so teuer ist. Ja, ich finde es und nicht vielleicht so mit einer teuer. Frauengruppe. Ja. Zum dann mal eine auf die Bühne schicken, bei dem, der jetzt kommt. Ja, also ist das dein Highlight? Oder? Ja, das ist mein Highlight. Der Dark Mystery Man. So hat er geheißen. So haben sie ihn Ich habe 2 Highlights. Was sind denn deine? Oder willst du erzählen, ja, das zweite hast du eben verpasst, bist du vom WC gewesen. Aha. Aber wir kommen zu unserem gemeinsamen zuerst, zum Okay. Stripper. Also ja, es hat einen gegeben, das ist auch der Vorhang zu, das ist schon wieder auf. Dann hat es geheißen, please welcome the Dark Mystery Man. Und dann kommt so einer, wirklich mit einem schwarzen, nicht Umhang, aber so Mantel, Sonnenbrille, fette Sonnenbrille, Hut. Er war eigentlich wie komplett umhüllt gewesen. Ja. Und dann hat er so ein bisschen mit dem Publikum geflirtet, ist so durch die Reihe gelaufen. Er gut können tanzen, es ist so ein Hip-Hop gelaufen. Genau, und er ist sozusagen
es geht so in die Richtung Magic Mike, oder? Ja. So wirklich ein Muskelpaket, das so Frauen Das hast du aber besitzt. noch nicht gesehen, aber hast du können ahnen. Hast du noch nicht gesehen, hast du keine Ahnung. Der Typ wirklich 2 Meter groß, seine Hände sind, glaube ich, so groß wie mein Gesicht. Ja. Und nachher nimmt er so die eine Seite vom Mantel und dann packt er sich sozusagen aus und wirklich, ich glaube, das war ein Waschbrettbauch gewesen. Per Definition ein Waschbrettbauch. Krass trainiert. Und dann Ich liebe, als tanzt er. Jenny heimgekommen ist und erzählt hat am Luca, sie so, das war kein Sixpack, das war ein 8-Pack. Ja. Luca, es ist ein 8-Pack. Ein 8-Pack. Ja. Ja, und nachher... Er hat einfach geile Bodywaves können machen. Aber krass. Und auch, So. und also, wirklich jede Muskelfaser hast du gesehen, dann war er noch so leicht eingegült gewesen mit dem Ja, ja, Bühnenlicht. der- Das hat schon gut ausgesehen, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat er sich ausgepackt, da, ein bisschen rumgeschakert. Und er ist auch umgeschakert. Ich liebe den Ausdruck. Ich bin dann mal googeln, von wo der Shakern? kommt. Ja, Shakern ist so ein bisschen... Wegen Shaken. Oder? Wegen Shake? Ja. Shake Booty oder Aber so? ich meine, er ist nicht nur auf der Bühne geblieben, er ist so das Publikum durchgelaufen, also wie der Gang, und hat so, manchmal so wieder Frauen, er hat nur Frauen angeschaut, glaube ja, das, was ich gesehen habe. Uns hat er auch mal, glaube so, ich weiß nicht, ob ich ihm direkt in die Augen geschaut habe, aber die Tension, die er vor allem- aufgebaut hat. ja, wirklich, der hat keine wie sagt man, keine Hemmungen gehabt, um dir ganz tief in die Der Augen hat's zu schauen und genossen. ganz lang schauen. Oh, bis ja, du ja. wirklich bis du, wieso findest ich glaube, ich muss jetzt wegschauen. Ich muss wegschauen. Ja, auf jeden Fall hat er sich halt so, ist er zuerst durchs Publikum gegangen und dann hat er immer so Frauen gefragt, so, ob er ihnen einen Lapdance geben darf. Ja. Und dann ist er, ich weiss nicht, unsere Sessel haben keine Armlehne gehabt, Nein, aber keine Ahnung. irgendwie ist der 2-Meter-Typ, ist er wie so auf die Frauen gehockt, Ja, so halt geschwebt halbe. geschwebt halbe. Und hat dann zum Beispiel, also der hat ja wirklich teilweise seinen Unterhosenrand Ja. recht wortwörtlich unter die Gürtellinie tun und das dann so zum Beispiel auch, also wenn ich das jetzt so beschreibe, das klingt ganz schlimm. Also, Ich glaube, man muss im Publikum er war Obeone und hat noch Hosen angehabt. er hat noch Hosen angehabt, Schuhe er hat wie so auch zum Beispiel seine Sonnenbrille. Körperwelle dann so, oder er hat so die Hände genommen von der Frauen Ja. und die so auf seine Brust angetan Ja, ja. und dann hat er die Hand von der Frau an seinem Körper abstreifen Ja, lassen. ja. Und das ganze Publikum so, Ja, nein, es ist das echt... ist so lustig. Hättest du, also leider, er ist nicht zu uns gekommen, hättest du wollen? Also, jetzt auf die Bühne gehen, weil er hat ja nachher... Nein, das oder können wir er- nachher erzählen. Jetzt nur, dass er bei uns... ich hätte Ich schon wollen. würde lügen, wenn ich würde sagen, ich hätte nicht kurz darüber nachgedacht. Aber ich denke, das ist kein mein Ding. Ich so, oh Mann, wir hätten sollen. Wir hätten erzählen. Ja, Aber wir da hätten bin ich erzählen. zum Schüchen... Und weißt, das Ding ist, es ist eigentlich so nicht deep. Nein, Also gar weißt, nicht. Das Es wäre so wenn, eine geile Story dann eigentlich. jetzt. Genau. This is the place where I can touch a stripper. So, nein, es tut mir leid. Aber nein, es wäre so, also ich hätte nicht mein Gesicht dazu gesehen, weil ich wäre wahrscheinlich rot angelaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Weißt du, so Sachen bist du so, dann machst du schon bei der Vorstellung fast in die Hose. Ja. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall hat er nachher eine, und er hat immer so die ein bisschen schüch ausgesehen haben, genommen. Also immer, Und wir auf haben ihn die Bühne zweimal gebracht. gesehen. Ja, er ist zweimal gekommen. Ja. Nach ihm sind wir dann gegangen und haben gesagt, komm, wir warten noch, bis der wieder kommt und dann gehen wir. Ja, das ist ein guter Schluss. Auf jeden Fall hat er so eine Frau auf die Bühne da und dann dort ist es richtig Auf den losgegangen. Stuhl Er hat sie erst mal im Publikum genommen, auf die 2 Arme auf die Bühne gedreht, Ja. sie auf den Stuhl gehockt und dann hat er so wieder den Umhang genommen und dann hat er nur noch eine Unterhose angehabt und dann hat er gemerkt, wie er jetzt sich umhüllt im Umhang und dann hat er sich gebückt und hat er einfach seine Unterhose abgezogen Ja. und dann hat er sie genommen, So daran geschmeckt. geschmeckt und dann hat er sie genommen und die Frauen auf dem Stuhl auf der Bühne ins Gesicht gedrückt. Ich habe es geliebt. Wirklich, dort habe ich selber so gedacht, Ja. das müssen sein. Ja. Aber die erste hat es lustig gefunden, die zweite weiß ich nicht, ob sie das so Ich weiß auch nicht mehr, aber dort haben wir halt schon gewusst, was passiert. Das ist auch lustig. Ja, das gewesen. war auch lustig gewesen. Und nachher was hat er denn alles gemacht? Dann hat er, sie ist auf dem Stuhl gehockt und der 2 Meter Mann hat er mit seinem Vorhang, hat er sie so mit ihren ganzen Stuhl, mit ihr und dem Kopf, so unter seinen Vorhang genommen. Ja. Und dann hat er am Publikum so, wie so das Zeichen gemacht. Ich weiss jetzt nicht, ob ich das im Internet will machen. Oh ja, komm. Weißt du, so, Das Blowzeichen. von wegen, dass sie unter dem Vorhang ihm jetzt gerade eins blast. Ja. Aber und ich nachher, frage- so Sachen sind dann eben, das ist dann wie so ein bisschen Comedy Ja. gewesen. Aber man weiss halt bis jetzt nicht, was sie gemacht haben. Also theoretisch hätte sie schon können Oder? Es wäre ja schon an- Erlaubnis gewesen. Also, oder anlangen oder so, weiss ich nicht.
Ich glaube nicht, dass das jemand gemacht hat. Glaube ich. Wüsstest du nicht, was du gemacht hättest, wenn du hättest nichts gemacht? Auf dem Stuhl, auf der Bühne, hätte ich sicher nicht seinen Schwanz angelassen. Das hätte ja niemand gesehen. Also Nein, das ist ja ja so, so, aber das ist ja so nicht. Das ist ja so nahe. Na gewesen. Ich weiss schon, keine Ahnung. Würdest du? Ich wüsste nicht, was in dem Moment... Also ich hätte nicht das Bedürfnis, das zu machen. Ich weiss nicht, was in dem Moment, wenn ich dort... Hättest du auf die Bühne? Nein. Nicht? Ich glaube im Nachhinein schon. Nein, weil ich glaube, in dem Moment... Also ganz ehrlich, ich glaube... Ganz ehrlich? Ich glaube, es ist amüsanter, im Publikum zu hocken und wie so zuschauen und sich so denken, oh nein, jetzt die Arme und nein, das hat er jetzt gerade nicht gemacht. Und so, ui, stell dir vor, wenn ich auf der Bühne wäre. Weißt, das ist doch viel lustiger als actually auf der Bühne sein, weil ich glaube, wenn du auf der Bühne bist, denkst du dir die ganze Zeit nur, wie unangenehm ist das, wie sehe ich aus, ja, was mache ich? Weiss, oh mein Gott, was macht er jetzt als nächstes? Jetzt kommt der Hurenech mit seiner Unterhose und jetzt tut er mich schon wieder unter den Vorhang. Oder also, du denkst kannst dich von dem Zeit lösen, das? keine Ahnung. Es war vielleicht auch ein bisschen hell gewesen. Ich hätte es natürlich lustig gefunden, du hättest es auch gegenüber lustig gefunden, mir zuzuschauen Ja, oder ich dir zuzuschauen. Ich glaube nicht, du denkst mega fest, oder du schaust ins Publikum und siehst all die Leute auf dich schauen. Kommt wahrscheinlich auf Crowd drauf an. Ja, bei mir war es nicht die beste Crowd, sage ich ehrlich. Nein, es ist jetzt nicht Zum Beispiel, also weißt, ich finde, ab und zu haben die Pornodarsteller, Sex-Artists, haben einmal so die Situationen schon ein bisschen aufgelockert. Zum Beispiel haben zwei gerade Sex gehabt. Dann hast du gemerkt, jetzt geht dann langsam der Vorhang zu. Und dann haben sie aufgehört und dann hat irgendwie der eine ihre Brüste in die Hand genommen und irgendwie so damit gewackelt. Oder selber. Oder sie haben während dem Sex und der Vorhang wird zugezogen, haben sie ins Publikum gewunken, was auch so komisch ist. Also, weißt du, aber das ist dann lustig ja, irgendwie. Und dann lacht man. Ja. Aber das Publikum hat nicht geklatscht und so ist so gewesen, wow, weißt du nicht. Es geht. Aber ich hätte es teilweise angenehmer gefunden. Okay. Wenn aber das Publikum noch mehr so gewesen wäre, weißt du, noch mehr so gecheckt hätte, wie lustig das eigentlich ist, wie komisch das eigentlich ist, was wir da gerade alle in diesem Saal schauen und machen. Ja. Das hätte doch die Stimmung noch ein bisschen mehr Vielleicht. Weil ich glaube, das braucht jemand, wenn ich so Manöverkritik sagen darf, ich glaube, es braucht jemand, der durch den Abend führt, der das moderiert ein bisschen. Also es hat ja eine Stimme hinten dran gegeben, aber es hat halt keinen Mensch im Raum gegeben. Das ist wahrscheinlich einfach aufgezeichnet und eingespielt worden. Also so die Ankündigungen. Und this was Sophie and Mark. Habe ich jetzt einfach 2 Namen erfunden? Ja, die sagen immer so, this was Sophie and Sexy Mark. Ja, so. irgendwie so. Oh nein, umgekehrt. Bei den Frauen haben sie immer gesagt, this was Ben and Sexy. Ja, aber eben der Stripper war auch ein Highlight gewesen. Und eben dort ist leider Jenny aufs WC. Frau, eine Stripperin, die zuerst wirklich einfach hure schön gut getanzt hat. Also wie Burlesque oder was hat sie getanzt? Einfach so, sie hat so auch ein bisschen einen französischen Stil gehabt. Weißt du, so Schuhe, also einfach der ganze Stil. Französisch. Wie soll ich sagen, so ein bisschen hohe Schuhe, dann so ein Kleid und dann zuerst so wirklich einfach 3 Minuten tanzt und sich noch nicht abgezogen, einfach schön tanzt. Und dann ist sie dann irgendwann nackt gewesen. Und dann hast du gemeint, es sei fertig. Und dann zieht sie einfach einen Faden aus ihrer Vulva raus. Und all... Ein Faden? Ja, ein Seil. Also, ein Seil? Also es dünn... Ich bin dort eben noch nicht so nahe gehockt, aber es ist so... Man hat es zuerst gecheckt, so, hä, aber ist hat das man es gesehen? Ja, nein, beim Tanzen nicht. Also, als sie schon nackt war, habe ich nichts gesehen. Und nachher plötzlich zieht sie das raus. Und nachher... Also meterlang? Also, sie hat das wie nachher benutzt zum Tanzen, weil sie hat dann das... Ein Seil aus der Vulva? Ja, sie hat das nachher angebunden an einer Stange und ist dann so rumgelaufen. Und dann hat es halt wie so ein Seillabyrinth gegeben, gefühlt. Wo dann wie... Es war noch ästhetisch, aber ich habe so gedacht, what the fuck, wie hebt das? Also... Es ist wie so ein Jojo aus ihr rausgefühlt. Und am Schluss hat sie es eben dann komplett rausgenommen. Aber was war das dann, was sie rausgenommen hat? Ich weiss, ein Seil. Ja schon, aber weißt du, nicht ist es ein Jojo? Hat das Seil gehabt? Ich habe es natürlich nicht gesehen. Vom Jojo. Das war wirklich ein Zaubertrick, ehrlich gesagt. Und ich frage mich bis jetzt... das hast du gesagt, dass sie den Beckenboden die ganze Zeit so angespannt hat? Ich glaube, dass... Also,
es gibt doch, also wenn du krasse Beckenbodenmuskulatur hast, kannst du ja wie anspannen. Ja. Und vielleicht hat sie dann mit dem das eine Ende vom Seil gekippt. Vielleicht. Es ist wirklich... Und dann, wo du sagst, am Schluss hat sie losgelassen, hat sie es vielleicht losgelassen. Vielleicht. Ja. Krass. Ja. Das war auf jeden Fall spannend, weil das Seil ist noch verdammt lang gewesen, aber das hat leider Jenny verpasst, weil es aufs WC ist. Ja, währenddessen ist im Fall mein Lowlight passiert, mein richtiger Lowlight, weil ich bin aufs WC gegangen und der Gang aufs WC war so ein langer Gang gewesen. Und in der Hälfte von dem langen Gang hast du mal so 3 Stege auf und dann wird nach 2 Metern laufen 3 Stege ab. Und wirklich, du machst die WC-Türen, also die Türen vom Frauen-WC machst du auf und am anderen Ende vom Gang ist direkt die Bar. Mhm. Und dann habe ich ja gewusst, ich gehe ja während der Nummer aufs WC. Also ich kann einfach aufs WC. Und dann höre ich die Musik, wie sie läuft und ich denke, okay, ja, jetzt geht die nächste Nummer los und so. Dann bin ich vom WC auf dem Rückweg gewesen, und dann wegen dieser blöden Stege auf dem langen Gang, ich bin irgendwie ein bisschen zu schnell gelaufen. Und dann bin ich voll auf die Fresse gefallen, wirklich mit dem einen Knie voraus, mit der weißen Hose voll auf den Boden geklatscht. Und mit meinen beiden Händen so wirklich so baff. Und ich so, fuck, hoffentlich hat das niemand gesehen. Dann stehe ich auf, dann mich so richten. Und dann der Typ am anderen Ende vom Gang, so an der Bar, so, weißt du, hat mir so einen Daumen aufgezeigt, so fragend, so, are you okay? Und du beide Hände. Und dann ich so kurz meine beiden Hände so den Staub abgeschüttelt. Ich so, ja. Everything good. Nachher hast du noch müssen halt weißt, das ist so erniedrigend, wenn man stolpert. Wenn man den Steg raufgeht, aber sowieso. Aber wenn man einen Steg raufgeht, das ist gerade so... Okay, gerade schnell gehandelt worden. Ja, und dann komme ich zurück und du so, das war jetzt echt gut im Fall. Das war mit so einem Seil aus der Vulva. Ich so, was habe ich verpasst? Das ist wirklich lustig. Ja. Ich glaube, wir sind etwa 1,5 Stunden. Ich weiss nicht, wie lange wir da sind. Aber ja. Vielleicht. Ja. Ja, und dann sind wir dann raus. Und heim. Oder? Ja. Also ich glaube, die Idee von dem Ganzen war wirklich, das mal gesehen zu haben. Das mal gesehen zu haben und zu sein, okay, was wird da gemacht? Wie sieht das aus? Wer kommt da alles? Wie ist die Stimmung? Was sind das für Acts? Aber eben, ich hätte irgendwie krassere Sachen erwartet. Es ist nicht so... Es ist jetzt nicht so, wie sagt man, verreckt gewesen. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn du vorher noch nie ein Porno oder so siehst, dann safe. Nehme ich an. Aber ich glaube, die eine hat recht jung ausgesehen. Die haben keine Alterskontrolle gemacht, gell? Oder bei uns jetzt nicht. Oder wir haben einfach genug alt ausgesehen. Also ich hoffe schon. Ich weiss jetzt auch nicht, also ich nehme an, es ist ab 18, oder? Ja, logisch. Auf Pornoseiten sind ja auch ab 18, nicht 16. Nein, aber sonst... Was habe ich noch zu dem? Ich habe auch noch überlegt, so Sachen, weißt du, das, was wir jetzt gemacht haben, eben so in das Publikum hocken und anderen Menschen beim Sex zu schauen. Ich glaube, das hat es doch schon vor 1000 Jahren gegeben. Ja. Ich glaube, das ist so etwas Urmenschliches. Aber, weißt, und so, das finde ich dann eben wieder, wo du gesagt hast, aber etwas komisch gefunden hast, was wir jetzt eigentlich gerade machen. Mich hat das eher so ein bisschen, nein, geerdet ist jetzt übertrieben, aber so geerdet. Nein, nicht geerdet, aber so ein bisschen, schau, wir sind doch alle gleich. Also, es gibt Leute, die Sex nicht, die asexuell sind und denen das nichts sagt, aber die Mehrheit das ist auch okay, hat so ein Ding in sich, wo Sex haben und man schaut zu. Und irgendwie habe ich es dann eben einfach so... Ja, es ist wie so, jeder, der da drinnen ist, du hast niemanden angeschaut und gedacht, und du hast niemanden angeschaut und judged, weil du bist selber auch in diesem Laden gewesen. Ja. Also weißt du, es war wie anderen klar gewesen, ja, wir alle haben uns da gedacht, wir kaufen uns ein Ticket zum Live-Sex schauen. Ja. Und ja. Und eben darum weil das Publikum auch schon so, auch selber so vielfältig war, habe ich gedacht, das ist eigentlich erfrischend. Ja, eben wie gesagt, ich weiss jetzt nicht, ich will jetzt nicht so schnell nochmal gehen. Vielleicht irgendwann einmal. Und vielleicht auch nicht, vielleicht mal einen anderen Laden ausprobieren, ich weiss nicht. Einen anderen Laden. Ein anderes Theater. Ein anderes Theater. Ein gehobenes Stück schauen. Ja, genau. Zum Schluss machen wir wie immer ein Flavia fragt, Jenny judged. Ich weiss auch nicht, wieso man eigentlich Hochdeutsch zu dem redet. Auf jeden Fall Jenny. Flavia asks, Jenny judges. Flavia, nein, geht nicht. Egal. Geht nicht auf. Wie findest du, dass man hier in Amsti ohne Velohelm rumfährt? Oh. Ich
weiss nicht, ob du mich das fragst, weil, hahaha, ich fahre ohne Velohelm. Nein, ich frage mich nicht nur wegen dem, weil ich habe mich das auch gefragt. Also, ihr wisst, Amsti ist die Velostadt. Aber wirklich, nicht einfach weil alle Velo fahren, sondern es fahren alle Velo, weil die Stadt so gut gemacht und gebaut ist Ja, für die Frage Velos. ist jetzt, was ist zuerst ein Velo? Vielleicht ist es zuerst so gewesen, dass immer alle Leute Velo gefahren sind und dann hat die Stadt, ist eigentlich gleich. Aber Fakt ist, da sind teilweise die Velowege, also weißt du, da ist eine Hauptstrasse und neben der Hauptstrasse ist eine Velostrasse genauso breit wie die Hauptstrasse. Und hat Rotlicht und alles. Genau, mit Ampeln und den Haifischzähnen, damit du als Velo weißt, okay, wo muss ich zum Beispiel anderen Vortritt lassen und wo habe ich Vortritt. Mit Ampeln, wirklich Veloampeln, das ist da so... Also da wäre Veloprüfung Next Level. Ja, da. Also das würde ich verstehen, wenn wir da eine Veloprüfung machen wie Autoprüfung. Ja. Ich bin schon ein paar Mal so angerufen worden, so «Hey, ho!» Weißt du, so wie ich so gedacht habe. Also weil ich einfach gefahren bin, weil ich mir das irgendwie... Ich bin mir gewohnt, so im Dorf fahren oder auf einem Velo. Kein Vortritt. Ja, irgendwie so. Ich bin mir nicht gewohnt, dass noch 100 andere auch fahren, wie ich fahre. Und darum habe ich auch schon jemandem den Vortritt genommen und so. Ups. Aber, also, wie finde ich das? Ich finde es okay. Es ist nicht vorbildlich. Und ich sollte auch lieber einen Velohelm. Aha, ich weiss. Aber ich finde es okay. Da fahren die wenigsten fahren, wenigsten fahren mit Velohelm. Aber weil es scheiße aussieht. Ich weiss nicht wieso. Ich finde nicht, dass, also wenn ich Rennvelo fahre, habe ich ganz sicher einen Helm an. Ja, aber da fahre ich aber auch nie so schnell. Ich fahre da gemütlich. Ja, aber eben, es geht ja auch, gediegen. Aber ich tue dir nichts vorwerfen jetzt, weil ich wüsste auch nicht. Es ist halt, ich habe mich wirklich auch geachtet gestern, als ich in einem Kaffee gehockt bin und aus dem Fenster geschaut habe. Ich habe wirklich keine Sau mit meinem Helm gesehen und es sind mir wirklich gefühlt 50 vorbeigefahren. Und ich sehe schon, ein Helm ist schon auch... Und dann muss ich, weißt du, den Helm könnte ich dann schon nicht weil da lässt du das Velo, du fährst von A nach B und bei B lässt du das Velo vor der Tür. Wirklich, du kannst das Velo da überall immer irgendwo anstellen, scheißegal. Den Helm könnte ich nicht beim Velo laden, würde mir ja geklaut werden. Ja. Das heisst, ich müsste dann immer nebst der Tasche, die ich dabei habe, auch noch den Helm rumschleppen. Das sehe ich. Das ist ja blöd. Aber ich sehe, glaube schon, also bei vielen ist hier safe der Style. Ah ja, safe. Also, ja, safe. Aber die Leute sehen so cool aus auf dem Velo und wenn sie jetzt einen Velohelm hätten, wäre es einfach, es würde so scheiße aussehen. Schon ein bisschen. Aber... Ja. Nein, es ist scheiße, weil... Ja, ich gebe ungern zu, dass ich finde, dass ein Helm scheiße aussieht. Ja. Weil ich so finde, Sicherheit sieht nicht scheiße aus. Ist egal, wie es scheiße aussieht. Wenn es beschissen aussieht, ist es gerade meine Sicherheit. Nein, safe. Aber ich lege es nicht an aus anderen Gründen. Ich lege es gar nicht an, weil ich finde, es sieht blöd aus, sondern... Aber wegen dem. Ich habe sowieso, zum Beispiel, ich meine Haare sowieso zusammen mit dem Velo fahren, weil es sonst mir um die Ohren fliegen. Da können ja gerade so gut einen Helm anlegen. Kommt darauf an, wenn du höher Ausstand hast. Ja, dann nicht, ja. Aber, ja, es also würdest du einen anlegen, wenn du da rumfahren würdest? Ich glaube, entweder würde ich extra, um den Leuten auch ein signalisieren, so, Alter, ihr fahrt im Fall schon fucking schnell da. Ich habe gestern auch einen gesehen, der Vollbremse gemacht hat. Ich habe auch gedacht, weil uns hat auch die Hälfte gefühlt als Elektrovelo. Ja. Und ich habe mir dann nur vorgestellt, mit dem bist du eben schon schnell. Fliegen. Oh, und, ja, lieber nicht vorstellen. Ja. Und gell auch, also Familien, die 2 Kinder hinten drauf haben, da bin ich schon manchmal so... Haben die Kinder auch keinen Helm? Nein, einmal. Da bin ich schon... Also ich denke mir jetzt gerade so, ich glaube, ich fahre lieber ein bisschen vorsichtiger und langsamer, dafür lege ich einfach keinen Helm an. Vielleicht ist das so der Kompromiss, den ich mir mache. Ja. Einfach, also Zürich, wenn ich jetzt Zürich würde fahren... Legen einen Helm ja, an. Botschaft ist eigentlich, legen einen Helm an, wirklich. Ja. Zürich, wenn ich in der Stadt würde fahren, würde ich einen Velohelm anlegen. Wieso? Weil Zürich ist als Velo in Zürich bist du immer, ziehst bei einem Unfall immer den Kürzer. Und hier nicht? Also doch, da auch, aber da ist wie so... In Zürich passiert es viel schneller, dass dich ein Lastwagen ein Auto nicht sieht, weil du fährst auf ihrer Straße. Ja. Da fahren Autos und Velos getrennt voneinander. Heisst nicht, dass man keinen Unfall machen kann, aber da hast du eher einen Unfall mit einem anderen Velo, anstatt mit einem fucking Auto oder Lastwagen oder Bus. Also, ja, bei Kreuzungen ist es dann auch wieder anders, aber ja. Ja, aber dann haben Autos rot ich weiss Velos nicht. grün. Da weiss ich nicht. Doch, weil Velos und Fußgänger haben gleichzeitig grün okay. und die Straße hat rot. Und, aha. Weißt, das Velo kann die Straße überkreuzen
wenn die Fußgänger überkreuzen. Aber wenn jetzt ich zum Beispiel müsste abbeugen wo die Fußgänger jetzt grün haben zum Kreuzen, dann muss ich als Velo schon schauen, dass ich keinen Fußgänger nehme, logischerweise. Aber und viele in den AirPods drin. ich finde, das ist das mache ich nicht. Oh, habe ich auch schon gemacht. Ich liebe es. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist nicht gut. Musik hören, ja. Aber okay, ich höre das auf, okay? Ich höre das auf. Also du hast Musik hören nicht mehr? Nein. Oder leislich, keine Ahnung. Nicht Oder Noise auf einmal. Cancelling. Nein. Es ist halt alles das ist einfach ein Lifestyle, wo halt geil. Ich tue auch gerne. Also ja, ich will sagen, es ist hure geil, als ich einmal da die losgefahren bin, Musik auf die Ohren, in 5 Minuten zu der Uni gefahren bin auf dem Velo, schön gemütlich mit meinem Lieblingssong. Das ist voll der Vibe. Aber ja. Ja, ich finde Musik geht, security-mäßig nicht wenn du so gut. es wirklich leislich machst. Ja. Aber genau. Oder Musikböckchen ins Körbchen für vorne rein tun. Ja. Wäre auch lustig. Der Junkie vom Viertel bist du dann. Ja, genau. Ja. Aber ja, jetzt habe ich da mein Velöli. Das, grüße. Jetzt ist die ärmste Zeit für mich vorbei. Also wenn die Folge draus ist, bin ich auch schon wieder back. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Es ist, ich habe dir schon gesagt, ich habe wie mein Stammlokal gefunden, Back to Black. Ja. Kann ich dir empfehlen. Ich bin dort noch nie gesehen. Ja. Das muss ich jetzt bin schon 4-mal gewesen. abchecken. Ja, das ist sehr nice. Und ich habe wie so eine Routine, eben viel geshoppt, viel durch die Straße gelaufen. Ich bin Sehenswürdigkeit jetzt nicht anschauen. Aber bist du auch schon mal da gewesen? Ich bin schon mal da gewesen, das Anne Frank Museum bin ich gewesen, Van Gogh bin ich dort gewesen. Ja. Und das Mal bin ich jetzt einfach ein bisschen durchgeschlendert. Zum Sein da gewesen. Ja, und eben, ich finde es krass, wie schnell man die Region kennt. Dein Viertel, ich habe jetzt gewusst, heute Morgen, ich gehe in die Bakery, dort ein Schokogipfel holen, bin jetzt schon vorbeigelaufen. Der Park ist etwa so weit. Ja. Schon krass, wie schnell man sich auskennt. Ja, mega. Ja. Vor allem, ja, ich finde, man lebt sich auch schnell ein, so zum Orientieren. Und ich habe auch das auf Insta geteilt. Ich habe so eine Google Maps Liste angefangen mit so Pins, wo ich schon überall war. Und dann habe ich gemerkt, wieso mache ich das eigentlich nur im Ausland und in den Ferien? In Zürich, ich gehe jetzt schon jahrelang in Zürich ein und aus, in Lokal und Bars und so. Und jedes Mal, wenn es heisst, ja, hast du einen Tipp, wo ich mich in Zürich erinnere, mich so, wo bin ich letztes Mal gewesen? Und da bin ich mal am Valentinstag vor 2 Jahren, das weiß ich noch. Aber weißt du, ich kenne mich gefühlt jetzt schon zu Amsterdam besser aus, weil ich einfach jedes Lokal und alles speichere, wo ich gegangen und war und hin will, als Zürich gefühlt. Voll. Und das ist mein Goal eben für den Sommer. Ich habe schon angefangen, Zürich zu checken, weil ich jetzt auch schon 1,5 Jahre da wohne. Und eben, das heisst eigentlich, ja, Florian, du kennst ja Zürich. Ich du bist doch... Ja. So, eben, wo ist der Escherweisplatz? Und ich habe nur schon mit dem angefangen. Da merkt man dann wieder eine Einsiedlerin in dir. So. Ja. Und ich finde, wenn man eben die Plätze kennt, dann kannst du auch schon flexen. So, ja, weißt du, ich finde, also das habe ich mir als Kind schon gedacht, wenn wir einmal im FC immer am Wochenende haben die Mütter müssen die Kinder fahren oder die Väter. Also aber ja, sind Mütter gewesen. Ja. Weißt du, am Wochenende so, ja, weißt du, haben immer die eine Mutter der andere erklärt. Zum Beispiel haben wir irgendwo in einem Viertel Adliswil oder so irgendwo in einem Aglodorf Matsch gehabt. Und dann haben die Mütter sich gegenseitig erklärt, ja weisst, wenn du auf der Autobahn Richtung so und so fährst und dann die Ausfahrt Richtung sowieso nimmst, musst du auf der A3 Richtung bla bla bla. Da habe ich mir als Kind gedacht, krass. Wie? Woher weißt du, welche Richtung und welche Ausfahrt ich will? Weißt du? Ist das etwas? Gibt es Menschen mit Orientierungssinn? Ja. Ich kann das nicht. Leute, die Orientierungslauf machen. Das ist meine Kollegin. Und mit der in die Ferien wirklich super. Wirklich? Ja, ich nie auf der Straße. Ich meistens aus dem Laden, wollte links sein, nein, wir rechts. Okay. ja, das ist wirklich... aber eben... Und auf dem Velo, das hilft halt schon. Wenn du immer mit dem Velo überall hinfährst, ja, checkst schnell, welcher Stadtteil wie verbunden ist mit dem nächsten. Ja. Und so. Und mein Goal ist, sobald ich weiss, wo die Plätze sind in Zürich und nebendran eben lokal habe, dass mein Hirn dann verbindet, der Platz ist neben dem Lokal oder das Café ist neben dem Platz. Also, es hilft mir wie nicht, weil ich muss noch einen zweiten Anhaltspunkt haben, zum etwas wissen. Checkst. Apropos Lokal und Zürichplatz und so. Du hast mal gesagt, vielleicht droppst du mal im Podcast. Ich glaube, ich droppe es nicht. Okay. Ja.
Gut, auch Ja. gut. Die Leute, die mich kennen es. Und der Rest... Also ich rede jetzt vom Lokal, wo sie dann anfangen zu arbeiten. ja. Aber vielleicht haben sie ja Glück und laufen zu Zürich mal in ein Kaffee und dann plötzlich bedienen Töpfel an. Ja. Genau, also Dann wisst ihr auch, was ich wenn arbeite. ich euch bedienen will, also könnt ihr gerne auch etwas sagen. Ja. So ist es nicht, aber genau. Nein, ich verstehe das. Also Ja. ich habe nur gedacht, ich frage dich, weil du das mal gesagt hast, vielleicht willst du ja, sagen. ja, Aber ist ja kann man es auch mal schon gut, überlegen. ein bisschen Privatsphäre ist erlaubt. Okay, danke. Ja, also zum Abschluss haben wir noch, ich will dazu auffordern, Tickets zu kaufen für den Podcast Clash am 28. Mai. Wir dürfen dann nämlich Headliner sein im Exil und wir treten gegen andere Podcasts an dieser Game Night, an dieser Game Show. Und es wird Spiele geben, es wird lustige Momente geben, es wird Challenges geben und wir brauchen euch unbedingt im Publikum. Ja. Also sowieso, wenn ihr jetzt bei dieser Folge, wenn ihr jetzt noch dran sind, dann sind ihr wirklich die OGs und Dann gehört ihr zum Inner Circle, ihr wisst. Und ja. wir brauchen den Inner Circle dort, wirklich. Wir brauchen den Support. Und brauchen Leute, die klatschen und die «Wow» rufen, nicht wie das Publikum bei der Sexshow. genau, wir brauchen ein besseres Publikum Ja. als bei der Sexshow. Und ja, aber wir können auch... Wir sind auch nachher noch dort, also wir können auch mit uns, sorry, ich will uns nicht so aufs Podest heben, aber wir können auch mit uns reden und wir würden uns freuen, wenn wir mit euch schnurren halt noch. Ja, Genau. darum kauft unbedingt die Tickets, das würde uns mega fest Wir tun freuen. den Ticketlink nochmal in die Folgebeschreibung, dass ihr es ganz einfach findet. Und zum Schluss möchte ich euch noch sagen, wie der Hörer uns das Buch geschenkt hat, könnt ihr uns gerne 5 Sterne schenken, uns folgen, auf Insta folgen, dort machen wir nämlich auch immer wieder ein paar Sachen und ihr seht ein bisschen Hinterkulissen. Ja, und sonst einfach nächstes Mal einschalten. Danke fürs Zuhören. Und bis bald! Tschüss zusammen.